So, jetzt kommen wir auch schon zu den neuen Büchsen. Alles von Kolben Schmidt. Wenn man das mal. Ja, das ist jetzt Werbung, ne? Nein, ich nehme lieber Qualität anstatt irgendwas Billiges. Ja, ich habe jetzt schon mal alles soweit vorbereitet. Hab die erstmal überall alles eingeölt. Dann habe ich den Kolben ein bisschen rausgeschoben und ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du den zu weit schiebst, dann fallen oder dann gehen ja die Kolbenringe raus. Also nur vorsichtig zurückdrücken. Da habe ich den schon mal passend gedreht. Da ist ein Pfeil auf dem Kolben drauf. Kann ich nachher nochmal zeigen, wenn er eingebaut ist. Das muss Richtung Auslass oder Einlass, ist ja hier beides auf der gleichen Seite, hin zeigen. Da habe ich schon mal den Kolbenbolzen ein Stück reingeschoben, so dass er hier ein Stück raussteht. Und hier vorne habe ich schon mal den einen Sägering reingemacht. Dann hat man es nachher alles ein bisschen einfacher. So, jetzt mache ich das so. Ich habe jetzt hier das Pleuel. Das guckt ihr hier schon mal raus. Das habe ich auch schon mal hier eingeölt. Damit das alles schön flutscht. Hier habe ich nochmal alles sauber gemacht. Einfach nur so zur Sicherheit oder dass es ganz sicher sauber ist. So, jetzt mache ich das gleich so. Ich setze gleich oder nimm das komplette Paket, setze das hier an, dann kann man noch ein bisschen fühlen. Und so, dass man den Kolbenbolzen da reinkriegt. Deswegen lasst ihr noch ein Stück hier rausstehen. Vielleicht ist das schon zu viel, muss ich gleich ausprobieren. So, und dann kann man den da so fühlen, dass er da passend reinkommt. Durchdrücken. So, dann muss man nur noch den Sägering hier vormachen. Sollte man besser nicht vergessen, sonst ist Motor Schrott. Und bei den Sägeringen, ich nehme lieber vernünftige Zangen. Das sind jetzt hier welche von Kniepex. Weil das ist verdammt scheiße, wenn man so eine Billigzange hat, wo der dauerhaft von abrutscht. Und dann rutscht dir die Scheiße oder dieser scheiß Sprengring in den Motor rein. So, wenn du Glück hast, kriegst du es noch mit Magneten wieder. Und wenn du Pech hast, musst du die Ölwanne abnehmen. Also kann man da besser mal 1 € mehr ausgeben, bevor die abrutschen und die fliegen dir da rein. Muss man trotzdem noch mega vorsichtig mit sein. Und hier sind Ausgleichsringe. Man muss ja nachher den Spiel oben einstellen. Dieses Zylinder, ach, wie heißt das nochmal? Quasi die Verdichtung. Die muss man ja auf 1 mm bis 1,2 mm einstellen. Und dafür gibt es hier diese Scheiben. Beim Zylindern hier waren schon mal 2 dabei mit 0,2. Und im Dichtsatz war noch eine 0,3 dabei. Die habe ich jetzt erstmal hier drunter getan. Dann mache ich gleich den Kopf drauf mit diesem Brennring. Der muss da auch noch mit zwischen. Aber das kann ich gleich nochmal zeigen. Joa. Und immer vorsichtig sein und sauber. Und niemals irgendwo drauf rumhauen und immer schön viel Öl verwenden. Besser zu viel als zu wenig, bevor da irgendwo was kaputt geht. So, Zylinderrohr ist jetzt aufgesetzt mit Kolben. Da habe ich jetzt schon mal ein Stück Lot draufgelegt. Das ist ganz normales 2 mm Lot. Wir hoffen, dass es jetzt scharf ist. Hier vorne sieht man nochmal den Pfeil, der in Richtung Auslass oder ich weiß gerade selber, aber hier muss ich auf jeden Fall nach hier zeigen, weil hier beides auf der gleichen Seite ist. Ich glaube, das zeigt immer Richtung Auslass, wenn ich da so richtig bin. So, dann habe ich schon mal den Zylinderkopf vorbereitet. Habe ich diesen Brennring, den hier, habe ich mit ein bisschen Fett, einfach ganz normales Stauchfett, ein bisschen da drauf getan und hier im Kopf reingeheftet. So, und dann fällt er da schon mal nicht raus. Dann die Zylinderkopfschrauben, hier schon mal, da fehlen noch die Unterlegscheiben. Da ist gleich erstmal wichtig, hier aufs Gewinde überall Öl und oben, wo die Unterlegscheiben liegen, da auch Öl. Und da ist ja nachher die Punkte, wo die sich, ja, wo es stockt. Ja, dann setze ich das jetzt erstmal gleich alles auf. Drehe die alle schon mal leicht an, die die ganzen Schrauben. Dann habe ich den hier drauf, alles leicht angedreht. Dann wird das mit 30 Newtonmeter vorgespannt, oder 30 bis 45 steht in der Anleitung. Und dann noch einmal 45 Grad. Die Schrauben festdrehen, immer schön über Kreuz. So, und danach wird der Motor einmal auf OT gedreht.
Also einmal quasi hochgedreht. Andersrum kriege ich so nicht hin, aber egal. Und dann drückt sich ja dieses Stück Lot oben in den Zylinderkopf und dann wieder alles runtergebaut und dann wird einmal gemessen, was für eine Dicke das hat. Das muss ja 1 bis 1,2 mm haben. Da ich jetzt schon mal unten extra schön viele Scheiben runtergelegt habe, hoffe ich, dass das gleich passt. Dass ich nur noch unten eben die Scheiben, irgendwie 0,2 oder 0,3 oder noch mehr, wegknipsen muss. Also eine muss auf jeden Fall drunter bleiben, quasi als Dichtung und als Ausgleichsscheibe. Ja, dann. So, jetzt habe ich beim ersten Mal 1,5 mm. Dann, jetzt passt es schön. Auf jeden Fall habe ich jetzt 1,1 mm. Das passt ja, ist ja genau mittendrin in der Toleranz. So, jetzt habe ich den Kopf hier. So, jetzt schraube ich den jetzt nur noch ganz leicht. Also, ich habe hier einen Schlagschrauber. Jetzt wird jeder denken, ah, kann er noch nicht machen. Das ist ein kleiner Elektroschlagschrauber, den kann ich auf unterste Stufe stellen. Dann schafft er, wenn ich die ganze Zeit durchratter, noch nicht mal diese 30 Newtonmeter zum Vorspannen. Also damit mache ich den nicht mal. Also ganz leicht spanne ich den nur vor, dass der fest drauf sitzt. Weil ich nachher, wenn ich alle jetzt hier drauf habe, jetzt muss ich ja bei jedem Zylinder quasi machen. Einmal jetzt bei jedem Zylinder setze ich nur noch die eine Scheibe, ich brauche nur noch eine Scheibe unten runter, eine 0,3er. Mache ich jetzt bei jedem, kontrolliere das einmal und hoffen, dass es passt. Und wenn es nicht passt, muss ich das halt korrigieren. Weil ich halt Pech habe, muss ich halt den Zylinder wieder runter oder den wieder komplett auseinanderbauen. Aber ich will es mal nicht hoffen. Ja, und ich habe jetzt extra hier mehr drunter gehabt, weil dann hebe ich das Zylinderrohr einfach nur ein bisschen an und die da drunter zu viel sind, die knipse ich einfach drunter weg. Muss man natürlich für wissen, wie groß welche sind. Also ich habe jetzt nur die untersten, sind die dickste, oder ist die dickste und oben die beiden sind nur 0,2er, damit man da nicht durcheinander kommt. Aber so ist das am einfachsten, ne? Eben einmal hochziehen, durchgeknipst, wieder drauf, nochmal eben gemessen und dann passt das. Ja. So, und dann alle werde ich jetzt so machen und danach werden die halt ausgerichtet. Deswegen werden die nur leicht draufgesetzt. Ja, den muss ich noch festziehen. Aber dann werden die nur ganz leicht, damit man die noch ein bisschen verrücken kann oder mit einem Plastikhammer ein bisschen dran dengeln, dass die dann passend sind. So, hier nochmal was Wichtiges zu diesen Sprengringen. Die kommen ja hier rein. Erstens, das Allerwichtigste ist, dass die Dinger richtig sitzen. Man muss immer gucken, dass die richtig da drin sind. Vielleicht nimmt man sich einen kleinen Schraubendreher und drückt den hier so, aber auf jeden Fall muss der da drin sein, oder richtig eingerastet sein. Wenn nicht, kann er sich lösen, dann wandert der Kolbenbolzen raus und du kriegst einen harten Zylinder oder einen Kolbenfresser. Und was auch noch wichtig ist, dass diese Öffnung hier, oder wo diese zwei Nasen sich befinden, entweder unten oder oben. Die sollen nicht zur Seite hin, weil die können sich ja, wenn der Motor da 2000 Umdrehungen macht oder 3000, sich quasi zusammendrücken von der Fliehkraft. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich passieren wird, aber es ist auf jeden Fall empfohlen wird, dass man das so machen soll. Entweder nach oben oder nach unten. Ja, hier kann man jetzt schön sehen. Alles ordentlich eingeölt. Ja. So, nachdem jetzt schon wieder der Sommer ausgebrochen ist, schon wieder voll am Gallern ist. Ja, ich habe jetzt alle Zylinderköpfe, alles zusammen, alles ausgebleit.
überall das Maß gemessen. Alle sind jetzt ziemlich einig, habe ich alle bei 1,1. Also jetzt nichts, keine großen Abweichungen. So. Jetzt habe ich alle Kopfschrauben leicht festgezogen, also ganz leicht nur angezogen, so dass man die Köpfe noch ein bisschen hin und her bewegen kann. Jetzt habe ich mir einen Winkel geholt, einen ganz normalen Zimmermannswinkel. Da sollte man vielleicht nur darauf achten, dass das Ding jetzt nicht krumm und schief ist, aber der ist noch so gut wie neu. So, dann hält man jetzt einfach hier dran an und das kann die Kamera bestimmt nicht sehen, oder doch? Hier sieht man das überall, dass es noch nicht so ganz passt. So, und das muss man jetzt alles ein bisschen hin und her kloppen, nein nicht kloppen, sondern dengeln mit einem Plastikhammer oder per Hand, wie es am besten klappt. Joa, und danach ziehe ich die Kopfschrauben an. Dafür habe ich auch, die müssen ja mit 30 Newtonmeter vorgespannt werden und dann nur noch mit Gradzahlen. Dafür habe ich so ein schönes Gerät. So. Ja. Hier ist eine Winkelskala drauf. Mit einem Magneten kann man dann festmachen. So, dann kann man die genau anziehen. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube 3x 45 Grad und 1x 30 Grad anziehen. Immer über Kreuz. Ja, und dann sollten die fest sein. So, dann mal gucken, was als erstes durch die Gegend fliegt. Haltet euch die Ohren zu. Ich hab Angst. Oh, wie lustig wäre jetzt, wenn irgendwas um die Ohren fliegt, ey. Nee, wenn nicht. Ja, weiß ich, für dich nicht, aber für uns. Ich glaub, der ist nicht mal in Vorsicht! Dein Maul. Traktorpuller hier! Der Umbau! Pullerumbau hier! Den Ventil noch zu stramm. Das zündet nicht. Oh oh. Jetzt die gute Zange. Was du machst? Ich drehe meine Kugelwelle. Nockenwelle. Worauf muss man denn jetzt bei dieser Arbeit achten? Besser nicht selber zu machen, stimmt's? Am besten in die Ja, du Fachwerkstatt schon, bringen. aber die Abonnenten, die dürfen Das stimmt. Mann, dann habe ich ein Problem. Hier? Brauchst du noch eine Woche, wa? Klopft ja nicht, weil ich so scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
Ja, ich würde mal sagen, der erste Lauf ist geglückt. Ein Ventil war noch ein bisschen zu stramm, aber es läuft jetzt. Jetzt werde ich erstmal den Auspuff alles wieder dran bauen, dann die Riemen oder Dichtmaschine und alles, dass die Kühlung wieder läuft. Und dann werde ich den mal ein paar Stunden laufen lassen, ein bisschen Teillast und dies und das. Also noch nicht so rannehmen. Ja, und dann denke ich mal, sehen wir uns nochmal wieder. Ja, den ersten Probelauf habt ihr jetzt gesehen. So, ich habe jetzt schon ein paar Stunden am Wind bin ich gefahren. Relativ wenig Last und immer wieder wechselnde Drehzahlen und so. Dann habe ich jetzt Öl, komplett alles gewechselt, Motoröl mit neuen Filter. So, und jetzt läuft der eigentlich schon wieder schön und rund. Ich will hoffen, euch hat das Video gefallen. Und lasst einen Daumen oben da und kommentiert mal, ob ihr das weiterhin sowas sehen wollt. Quasi unser Alltag oder mein Alltag, was ich so mache. Einfach mal drunter kommentieren. Man hört, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen und weist wieder auf.